Hi aus die neue Edition von der Tageblattzeitung. Von der Idee bis zur fertiger Zeitung ging ein ganz paar Schritt. Wir waren bei der Redaktionsversammlung an der Kanalstraße bei Tageblatt mit dabei. Du ist am Chefredakteur an einer Journalistin in der Hall. Später waren wir dabei Edith Press und kriegten einen interessanten Ableg an Fertigstellung vom Tageblatt. Kurz vor Mitternacht auf Sommet zu Asch, mit viel Kamedi laufen Turbinen bei Edith Press un. Das neue Tageblatt wird gedruckt und die Kippe vom Ulzig-Kanal aus Matten an der Nord mit dabei. Mir im Moment mal. Ehe aber so weit ist, müssen noch ein ganz paar die Schritt in der Hol gehen, bevor auch der Bausen Zeitung an der Hand hält. Rückblick. Pude ich mich frei an der Redaktion an der Kanalstraße. Heute hat Diraj Sabawal, als wir das Mal gesucht, als wäre eine Zucht von Zeitung hier ein Tageblatt gesagt. Das Tageblatt ist eine ganz stolze Zeitung mit über 100 Jahren Geschichte. Wir sind eine progressive Zeitung, eine fortschrittliche Stimme. Und ich gebe mir, dass wir heute mehr Analysen hatten, wir haben gut gepaffert Kommentare. Wir geben denen Leuten auch gerne eine Stimme, die nicht hört, das ist marginalisiert Personage. Wir probieren noch über Züge zu schwätzen, die tabu sind zu Lützeburg. Ein rezentes Beispiel war der Suizid von einem ganz bekannten Politiker. Wir probieren, etwas zu machen, was andere sich nicht trauen, natürlich über Sachen für der Gesellschaftspolitik zu schwätzen, die vielleicht an diesem Land lang nicht geschwätzt sind. Wir am Ulzig-Kanal machen ja auch als Redaktionsversammlungen, aber man konnte bei unserem Besuch an der Zeitung feststellen, dass es heute nicht ganz viel anders zugeht. Als Redaktionskonferenz ist am Anfang, in dem Moment, wo wir alle gut zusammenkommen, wir sehen das die ganze Woche nicht. Das ist das der Punkt, wo ich sich fragt, was haben wir gemacht, wo gehen wir hin. Ich muss gucken, zu summen, war das gut, war das nicht gut. Du gehen wir auf Statistiken an, wir gucken, wird das gelesen. Früher heute müssen noch Berggefühl lauschen, und heute gemeint, ob es wäre gut oder es wäre schlecht, haut das den Internet gnadenlos. Das ist gesagt, was lebt, was nicht. Aber wir gucken aber auch noch viel, das ist, dass wir zu summen ein Debat darüber haben, was machen wir in Zukunft für Sujeten, wo kommen die Sujeten hin. Und ganz wichtig, an einer Zeitung muss auch gestritten gehen, das ist haben wir auch natürlich eine kleine Debatte darüber, ob es richtig war, wie wir uns positioniert tun, und etwas Platz für Luft zu lassen, weil wir sind alle gute Menschen. An andere wieder, seht der Chefredakteur, was an die nächste Edition dran könnt. Ja, das ist wie gesagt, als Journalistenkollegen brauche ich nicht. Meistens hinzugehen an der Leute etwas zu so, weil sie sind im Terrain, sie haben Kontakte und ganz Expertise von einer modernen Zeitung können von den Kollegen selber. Das ist, wenn es früher so war, dass Ex-Kathedra von einem grossen Chef durch selbst gezählt ging, also es ist so, dass wir probieren, alle Journalisten seine Expertise rauszukriegen. Wenn du die Figuren an denen Leute erklären, was sie vielleicht besser zu wissen hätten, dann können die nicht sein. Das heißt, die meisten Sujets kommen von hinten. Wer da woraus wir heute Ideen haben, wenn wir eine Suche haben oder weil Leute sich auf den Debat gemeldet haben, weil wir auch ein bisschen Kontakt an der Chefredaktion, da geht es nicht viel haben. Wir ganz klar, die Journalisten sind Experten und da setzen wir auf die Idee. Melody Hansen ist schon seit 2 Jahren fest an der Lokalredaktion angestellt. Führend dem wurde 7 Jahre lang als Lokalkorrespondentin nebenbei geschafft. Seit 6 Monaten spezialisiert sich auf Asch. Mittlerweile gefällt mir das ganz gut. Also ich so mittlerweile, weil ich mich also schon ein bisschen ausschaffen, bis ich mal Leute kenne, dann so weiß, wo ich muss nachfragen. Und nur, wo ich aber ziemlich viel Kontakt auch schon habe, macht das richtig Spaß. Also das ist wirklich viel Lasse, ein cooler Start und voilà. Wie sieht dann Ihre Schaffdach normalerweise aus? Ma so mal wenn du daraus wo ich ein Interview hun, dann hun ich meistens Neues, dann treffen ich mich mit demjenigen so mal als Beispiel von einem Porträt oder so, dann treffen ich mich mit demjenigen an einem Kaffee heute zu Asch, dann trinken wir Kaffee, wir schwatzen ganz entspannt über dem sein Lebensgeschichte oder dem sein Projekt, worum es dann eben gerade geht. Dann du noch komme ich mich auf mein Büro sitzen und ich verschaffen das. Ich lasse meistens den Interview nach einem auf, tippe mir die wichtigen Sachen raus und dann probieren wir den Text zu basteln. Und wenn ich da fertig bin, dann setzen wir das an unser System und setzen Fotos dabei, die der Fotograf gemacht hat, setzen Zitate, extra Evidenz und so Sachen. Und da geht das an die Korrektur. Dann du nur dabei den Editor, der noch mal guckt, dass das alles okay so wie das. Und dann spielt natürlich Shane Zeitung die Grafik eine ganz große Rolle, die du dann das alles schön an 10 setzen mit den Fotos, die du siehst, auch vielleicht eine Montage machen, vielleicht Grafiken auffügen, für das alles ein bisschen mehr flott ausgesehen für die Leser. Und dann geht das Ganze an die Trickerei.
An déi ass net méi ewéi fré an der Kanalstroos loget op Somme zu Lalling an enger grosser neuer Dreckerei net nemmmen Tageblatt gedrégt. Ewéi ass den Toni Fernandes erklärt. Heidréckemmer hab sech antilech Tageblatt, den Kultidia mir den essentiell natierlech an noch Privatzeitungen wie de Journal, den Bauer, de Vlan an andere Zeitungen. Tageblatt ass also en Deel vum Gruppe Edith Press, déi dudurch dats an diesem grossen Druckcenter schaffen, méi verschiedene Klienten zerwehre können. Den Toni huet ass die ganz Dreckerei och e bësse méi am Detail erklärt. Als immer dann am Son d'Impression eier se klenge Plan vun dat Partei steht, Dicht alles wat der Hai blo gesit, ass dat Partei steet an alles wat weis ass Ket Materischen erbauen. Min 3 Drtiem a 4 Portbobinen. Een Turm drégt maximum 16 Seiten, Tageblattsformat, Dich dann mir 16, 32 aller 40. Dats die Maximum wat man kënne machen am Quadrisbereich. Quadrizi 4 Farben. Die ganz Installationun erlaubt awer auch fir ganz verschieden Oplaren a Quantitäten ze dricken. Impressionant ass natürlich auch so paar Bayerlarer. Hei geht aber viel op Recycling an Nohaltegkeet gesat. Wobei geht immer bestall op Tonnen an Teech von mir bestellen, da mussten sie natürlich respektiv soviel Tonnen müssen aber kommen. Ich schaue mein Stock vu 750 Kilo momentan als den Drittel voll gebe schon. Du da hun mir gut gesot 2 Wochen Stock van den voll ass. Wir schaffen am System vom Recycling, der Techt alles wat verkauft gëtt, kommen bei die Klienten wat net verkauft können recken an extra an den Container und dat geht weiter recycliert. Bei der Papaya-Fabriken sie kaufen natürlich den Papaya Remove, und da geht op neue Papaya verschafft. Also normalerweise können sagen, aber bin net méi 4% neuen Holz dabei. Die ist auch schon relativ gut gemäht momentan und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Also Portbobin, wie gesagt, war ja méi wie eng Ton, das natürlich Leiit Menge ja, das natürlich schwéier, mit sie vereinfachen dadurch. Sie natürlich Maschine, sie präparieren Bobine wie da gesit. Und da setzen sie einfach so Skateboards an da können sie die Bobine einfach drecke wo sie wollen. Sie respektieren Plan und da bringen sie Euro und sie präparieren schon Maschinen für Zeitung. Sie die Aluminiumsplacken, von die eng Seite von der Zeitung hält, brauchen sie für alle Seiten so Aluminiumsplacken. So ein Plug hat 90% Rängen Aluminium, das ist die recycliert, das sind der Geide nicht wäsch, das geht alles verkauft natürlich. Wenn wir die Placken benutzen, gehen sie direkt an den Container für die Recyclage zurück. Wenn ein Plug gehüllt, da sieht alles was dunkel ist, das was Farbe hält, ist fett. Alles was ein bisschen mehr heller ist, das hält Wasser. Okay? Und das alles was weiß ist, geht nicht auf die Wire transportiert, das was transportiert geht die dunkle Fläche. Normalerweise den Druck fertig, ich dann nur just noch Fall just noch vorbei durch den Fallapparat. Okay? Es wichtig, dass du wissen, dass der Direktor hast, du hast den Werk so, all Blatt zu Seiten, was einfach ist. Und dann geht es so gemäht, dass den Tageblatt momentan auf 2 Kajen montiert sind. Wir sind dann am Bereich vom CTP. Ich schaue mal an diesem Raum, wo wir 3 verschiedene Berufe haben. Es war einfach. Wir haben seit Präpress. Funktion ist natürlich Zeiten zu kontrollieren, das nicht viel Fehler zu verbessern, das normalerweise schon an der Vorstufe schon Fedro gemäht. Wichtig ist für Sie, dass zu gucken, ob das Format stimmt, ob Foto aber richtig ausgesehen und nicht nicht passt. Da müssen Sie schon, wenn Sie Ihren Akkord gehen, dass die Seite gut ist, validieren, dann schicken Sie auf den zweiten Beruf, den er ist, das ist CTP. CTP-Funktion ist wieder du gesehen, Sie kontrollieren Zeit. Sie machen das selber ein bisschen wie Präpress. Das ist, dass Sie sich mehr auf dem Format von der Seite organisiert sind, zu gucken, ob das passt, weil sie muss natürlich die Placken produzieren, die mir draußen gemäht haben. Also hier sind wir dann momentan beim Druckbereich, das sind die Drecker, die schaffen, wir haben 3 Teams, das sind 3 Drecker da. Normalerweise sieht da an dieser Situation, wo wir 2 Teams, die aktiv sind, das ist da, wo da die blaue Linie sieht, und der andere Turm, die ist nicht aktiv. Das hängt davon ab von der Seite von der Zeitung. Hier sind auch eine Equipe habe, die Strecken hier arbeiten nicht als Einzelgänger, das geht hier nicht. Ich muss als Equipe denken, als Kollektiv schaffen. Normalerweise in der Präparation brauchen sie zwischen 500 und 800 Zeitungen, die normalerweise zur Wäschkeit gehen, weil die nicht verkaufbar sind. Hier sieht auch ganz gut.
dats den Drecker den steet, den eng iwwer sich wie wat de ganz Dreckerei. Mir befir dann der Dreckerei weitergeht, geht et enke kurzräck bei den Dirigent an de Büro, den ass na pu méi genau Detaileiwwer ze Beruf erklärt. Ich muss ganz viel nur gucken, was können an Zeitungen ran, was also beim Internet sieht, an, das anstrengendst, du musst immer nur die Leute gucken, damit die Menschen zusammen schaffen, weil das wichtig ist. Eine Redaktion, also selbst das funktioniert, weil ihn zusammen schafft, das heißt, muss ich die Leute motivieren, muss ich gucken, dass ich das Beste aus ihm rauskriege, und auf der anderen Seite muss ich noch rein so können, das tut der Welt nicht, und dann darauf schaffen, für das es besser wird. Trotz allem habe ich noch ein Steps zu sagen. Aber effektiv, als Journalist sind Experten, denen auch gut an der Politik, den anderen am Sport, den anderen an der lokaler Berichterstattung. Heinst du dir wie noch so weit auf Titelseite könnt oder wie das Sujet gemerkt hat, das holen wir uns aber raus. Ja. Also ist es so, dass Bayers Zeitungen immer mehr verschwannen und dafür Zukunft mehr online leid. Das ist effektiv so, dass der 10-15 Jahre danach natürlich frei und Zeitung davon gelebt, dass ganz viele Annonceuren hat, die dann abstrakt gemacht. Heute geht das alles an den Internet, das ist bei Facebook, Google und Amazon. Und das führt dazu, dass am eine ganz spannende Situation im Moment du hast. Nämlich dass Zeitungen am Inhalt muss Geld verdienen. Das heißt, kann nicht mehr liderisch sein, muss die Leute davon überzeugen, dass sie es kaufen. Und wenn sie zufrieden mit der Zukunft vom Online, von den Zeitungen, da kannst du so effektiv do wo d Leute lesen. Ich meine, du liest auch beim Tablet oder beim Smartphone oder beim Steck Bayer. Und wenn man Leute wie dich wollen überzeugen, dann muss man gucken, dass man online in Zukunft gut sehen. Beim Drecken ist so, dass wir 6 Produktionstage haben. Die Strecken, die Jowe schaffen, die schaffen 6 Tage. Eine Woche, und die zweite Woche schaffen sie just 4 Tage morgens. Und das ist ein Rhythmus, das sind 2 Schichten und das geht immer gewesen. Aber letztes Jahr waren wir bei einem Moment von bald 5 Millionen Zeitungen am Mund. Weil der Beruf war so, dass das als Einzelgänger leider nicht geht. Also mit langer Zeit das ist nicht machbar. Da muss ich schon als Equipe denken und das ist schon ein ganz spannendes Feld. Also wir schaffen nicht für Privatklienten, wir schaffen auch für die Leute, für die Kultur vom Land. Und das ist wichtig für uns, dass aber die Informationen weiter zu erreichen. Also da kann es einfach, dass ein Drecker eine Maschine aufhört. Und dann sie kontrollieren immer den Passer, also die gucken natürlich Reihenfolge, der Passer wird kontrolliert, da probieren sie Farbe zu adaptieren, wie so gut wie möglich auf den Druckbild, den du siehst, dass sie kalibriert bei, die man kriegen am Bildschirm, für das aber so gut wie möglich, für das, was man gut tun, das dann sprechen. Das geht nicht gesagt, okay, du hast gut auf den Knöpfchen und der Rest muss vom selben, das ist nicht der Fall. Die Scheiße, sie muss immer aktiv sein, wird immer kontrolliert, wird immer verbessert, bis zum Schluss. All gesehen, dass Zeitungen raufkommen, die Ketten, wenn so eine Zeitung hält, und so, dass sie irgendwie so 1 Zentimeter überfalls dran, der Tisch lebt über so einen Kartus. Die dreht, geht abgemacht, und alles was Publizität aus der Kaje können einfach ran, und da geht so weiter. Dann heißt man dann im Moment an der Laststation, ich habe gesehen, dass schon Scharren, die präpariert sind, all sind Zeitungen, die schon, wie gesagt, an der zuerst als nicht nur Tageblatt abonniert sind, noch Leute, die am Coach abonniert sind oder Journal oder andere Zeitungen, die mir drecken, da gehen Scharren schon so präpariert wie das Tournee von der Post, die schon automatisch schon die richtigen Quantitäten dran sind. Also ich gebe mir, dass eine große Pressefreiheit beim Tageblatt du, weil die so kann, dass das ganz lange der Meinungsjournalismus zu Lützenburg sich etabliert hat. Das heißt, kann ich nicht früher mit Haut vergleichen, früher war ich am Funk, wie das auch im Ausland der Fall war, ein bisschen Sprache oder von einer Bewegung, weil die so kann, dass halt, wir sind nicht neutral an dem Sinn, das heißt, wir haben, wie später beschrieben, eine progressive Ausrichtung, wir müssen keinen Spruch oder das heißt weder von einer Gewerkschaft noch von einer Partei, wir setzen das für die Menschen an, am sozialen Sinn. Was ändert das Tageblatt von den anderen Zeitungen hier im Land? Wir sind mir cool. Ich gebe so ein Tageblatt, das schon immer eine immens Open Zeitung gewirrscht. Da tun ich auch direkt so erfuhr, wie ich für sie, die ich gerne herkommen sehen. Entspannt und cool an das Sujet fand ich. Was gebt ihr als junge Reporter mit auf den Weg gehen, also ein paar Tipps?
los ich net den Mund verbiede, los ich Länner kreen go net wann de Jongers hunn rein zu Erfahrung gemacht, dat se vun elere Leutfleisch schon zu net echt geholget. Du los ich du net ënner kräen an steht Mann oder Frau. Am große Ganze können wir festhalten, dass an den Zeitungen, die mir alldach überall gesehen, viel mich schwerer Blut drastigt wie in immer gave mengen. Und wir hoffen, dass Redaktionen wie das noch weiterhin lange existieren und uns weiterhin mit den wichtigsten Novellen am Land versorgen. So, los ist soweit. Wir haben die erste Tageblattzeitung von Haut am Grab. Vielmals merci für die Visite. Ich merci, dass ihr kommen seid. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Und wir hoffen, dass wir nächste Visite sind wir bereit dafür.